Herzlich willkommen, liebe Leute, bei Blick auf Europa. Diese Woche hat die Europäische Kommission, Jean-Claude Juncker, zusammen mit dem Kommissar Günther Oettinger, sie den multiannuellen Budget vorgestellt. Das ist eine Prozedur, die extrem wichtig ist, weil du am Anfang nicht nur über Finanzen gesprochen, sondern du hast eigentlich Politik definiert, die nächsten Jahre gemacht wird. Es ist so, dass das begreift Perioden, am Anfang waren es 5 Jahre, das sind 7 Jahre. Das gibt am Anfang eine Stabilität. Da können dann Programme erstellt gehen, da können Programme finanziert gehen, finanziert gehen und so weiter. Das ist ein bisschen in welche Richtung das geht. Den ersten MFF, wie wir sagen, das war unter dem Jacques Delors 1, an den hat zum Beispiel ganz stark Priorität auf den Marché unique gesetzt. Den zweiten Jacques Delors, das war die Sozialkohäsion. Das war von 1993 bis 1999, just ein bisschen Geschichte. Agenda 2000 hat am Anfang ganz viel Budgetmittel vorgesehen für die Erweiterung der Europäischen Union. 2007 bis 2013 da waren eigentlich nachhaltige Wachstum an auch den Wettbewerb, Kompetitivität zu fördern. Und dann 2014 bis 2020 da hatten wir die Krisejahre zwischen 2008 und 2014 und da ist ganz viel geguckt gehen, für zu investieren, besonders auch Mesuren zu ergreifen gegen den Chômage. Da sind wir, wie gesagt, kurz beim Auslaufen von dem multiannuellen Budget. Da muss man uns Gedanken machen, und zwar ganz sicher, und dadurch hat die Kommission die Proposition gemacht, die geht von 2020 bis 2027. Was sind die großen Herausforderungen, Prioritäten eigentlich? Das ist ein paar die Mesuren, die Jean-Claude Juncker vorgestellt hat. Das ist einmal vor allem die Forschung und die Innovation. Das heißt, da kommen, wenn ihr so Sachen seht, da kommen große Änderungen op uns durch, nicht nur an der Arbeitswelt, sondern auch immer in technischen Bereichen, technische Revolutionen. Und da muss ich, wie gesagt, für das in den Anschluss als Europäische Union nicht verliert, nicht verpasst. An der globalisierten Welt muss viel mehr Forschung und Innovation gestartet gehen. Strategische Investissementer, das heißt Investissementer, da wo es wichtig ist, für sich Brett für sich abzumachen, für die nächsten Jahre besser können zu funktionieren. Natürlich der Binnenmarkt, der Weltraum, Wirtschafts- und Währungsunion, das sind die klassischen Systeme, die klassischen Überlegungen. Dann natürlich auch regionale Entwicklung und Kohäsion sozial, den Zusammenhalt von unserer Gesellschaft, Landwirtschaft, Meerespolitik, Umwelt, Klima, Gestion von Außengrenzen, Migration, das sind Sujets, die immer die letzten Jahre herumkommen und die uns auch müssen die nächsten Jahre beschäftigen. Aber wenn wir so beschäftigen, dann ist das ja auch im Moment Finanzplanungen so viel gesehen, dass die noch die Herausforderungen da kann umgehen. Es ist natürlich auch so, dass aber ein ganz paar die Finanzen verloren gehen durch den Brexit, das heißt, dass Großbritannien die Europäische Union wird verlassen. Sie haben ihr Engagement, oder müssen sie nach anhalten bis 2020, also bis das heute null, und dann ist es drüber, und da fehlen ein paar die Milliarden, und die gilt abzufangen, wenn ihr nicht auf der anderen Seite wollt, unsere Ambitionen zu viel spüren. Muss ich spüren, das ist klar, muss die Memberstaaten, die einzelnen Memberstaaten müssen noch mehr beilegen, das ist auch klar, und aber, wie gesagt, muss ich gucken, auch ein Teil Egeres hätten zu kriegen. Und das ist etwas, was den heute Budget ein bisschen neu prägt. Die wisst, dass die Europäische Union Egeres hätten wird, ein paar die TVA, auch ein paar die so Strafmaßnahmen, die von großen Betrieben angesäckelt gehen. Das ist aber alles ganz modest, ganz bescheiden. Und auch die Vorstoß, die gemacht wird, da der wir natürlich nicht so brutal vorgehen. Uns als Parlament ist es nicht ambitiös genug. Die Memberstaaten geht das schon eine Menge zu weit. Aber es sind am Anfang zwei Überlegungen. Das eine, das ist eine Assiette-Kommune, eine von der Körperschaftssteuer zu schaffen, auch ganz bescheiden. Und das andere, das ist eine Plastiksteuer, wie das ganz salopp heißt. Das heißt eine Steuer op Plastik, die nicht recyclabel ist. Es ist so, dass das an der Strategie über die Plastik, die die Kommission vor kurzem proposiert hat, ihr wisst, dass
extrem viel Plastiktüten am Meer schwammen, extrem viel Plastikdeler hergestellt gehen, die nicht recycelabel sind. Dummer da sollen opheieren a fir wie gesot dummer da opzehalen, gëtt eng Steier op denen Produien agefauerert, die och bescheiden ass, die och mir perélech an noch enger ganz Partykollegin net weit genug geht, mé do ass schon rem Gros Opposition an den einzelnen Memberstäten. An der natürlich kënnt nach dabei, dat ze och nach zusätzlich darüberus Memberstäten och gefordert sinn, fir wie gesot dat Lach am Budget fir dat opzefänken. Dat ass bedauerlich den Budget, den lo proposéiert ginn ass vun der Kommission sinn 135 Milliarden. Dat ass anerfir sech 1,114% vun eisem Revenu national brut. Dat ass net der Deivel, dat ass ungefähr an der Gréissenordnung 1:3, wann en den deitsche Budget guckt. Dat ass nach viel Manner, wann en mat amerikanische Budget vergleicht. Dofir wie gesot das bescheiden an Äwer ass schon eng gros Opposition. An do gëtt eigentlich en hypokritische Kur gefauert, dat heescht Memberstaaten wollen Spuren, wollen aber immer mehr, hun immer mehr d'Ambitionen und der Europäischen Union, diese richten Duforderungen von der Europäischen Union, heute zu Brüssel oder op europäischem Parkett gëtt eng Politik definiert. Daheim gëtt gesot, ja, dat ass awer vu Brüssel desideiert gin an mir werden do awer op der Bremssto, mir werden awer gucken, dat op kein Fall mat Eise soen do die Sache finanziert gin. Dat ass hypokritisch, dat ass net an der Rei, an dat werden mir als Parlament jedenfalls net mat. Wann so mir als Parlament, dann ass der natierlege Lo eng grosse Herausforderung. Mir sinn ha nach bis den Mai 2019, also bis lo nach an 13 Meint, si mir ha nach funktionsfähig so Lomoll. An dann ass heit Mandatsperiode vun Eis River. Dodech hätte mir an dodech dränge mir drop fir een Aufschloss ze kreen vun dem Budget. Memberstäte gesinn dat natierlech net so urgent, an die werte schon wie gesot nach ganz viel Diskussionen mat Eis feieren. Am Anfang kann ich gesagt, Innovation an Forschung, das ist ein ganz grosses Sujet. Da geht dazu gehört natürlich Digitalisierung. Die Kommission hat dann noch den Digital Europe vorgestellt, das Programm. Das ist ein ganz wichtiges Programm. Dann auch Investitionen an Menschen, an alle Menschen investieren, sozialen Zusammenhalt erweitern. Es sind auch Gebiete, wie zum Beispiel die Agrikultur, soll in Zukunft 5% Männer kriegen. Da sind schon Länder, die mit klarem Nein reagiert haben, wie zum Beispiel Frankreich, die natürlich zu einem großen Teil von der europäischen Landwirtschaft geprägt sind, an die doof härten, dass hier Bauern extrem suchen, Landschnürs geben. Erasmus an de Solidaritätskorps, der soll an Zukunft soll den opgebessert gehen, das ist wichtig, das ist ein Tipptopp so, weil ich mengen an die jungen Menschen, dass die gesehen, was Europa durchstellt, dass die können über die Grenzen raus studieren, reisen und sich auch dort näher lassen, das ist von einer großer Wichtigkeit. Ich habe sicher nach Gelegenheit, nach öfters auf das Budget zurückzukommen, weil das ist etwas, wie gesagt, was läuft, die Diskussionen, was das prägt für die nächsten 7-8 Jahre. Und dafür, wie gesagt, ich werde doch die Gelegenheit haben, mal als Parlament den einen oder anderen Gesprächspartner bei mir zu haben, den darüber ein bisschen mehr erzählt und den noch ein bisschen mehr au courant ist. Das wäre es heute von Brüssel über das Budget. Vielmals merci für das Nachgucken. Bis die nächste Woche.